Die schöne Prinzessin hat ihn angeschaut und hat sich gerade in ihn verliebt. Der König hat ihn eingeladen, mit ihnen in der Kutsche mitzufahren. Der gestiefelte Kater hat sich gefreut, dass sein Plan so gut gelingt und ist schnell in der Kutsche vorausgesprungen. Er ist zu einem Feld gekommen, wo viele Arbeiter am Grasmähen waren. Denen hat der Kater zugerufen: «Miau! Jetzt kommt dann grad der König in der Kutsche vorbei. Wenn er euch fragt, wem die schönen Wiesen da gehören, dann sagt ihr, im Graf Karabas. Sonst mach ich Hackfleisch aus euch.» In Wirklichkeit haben die Wiesen aber in einem bösen Zauberer gehört. Wo der König vorbeigefahren ist und gefragt hat, wem all die schönen Wiesen gehören, haben die Leute gerufen: «Im Graf von Karabas!» Da hat der König seinem Gast gratuliert zu seinem schönen Land. Und der arme Müllerssohn hat gar nicht gewusst, was er dazu sagen soll. Er hat nur ein bisschen die Prinzessin angelächelt. Der gestiefelte Kater war unterdessen schon wieder vorausgerannt bis zu prächtigen Kornfeldern. Zu den Leuten, die das Korn geschnitten haben, hat er gesagt: «Miau! Wenn der König euch fragt, wem das Korn gehört, sagt er, im Graf von Karabas. Sonst mach ich Hackfleisch aus euch.» Wo der König die Leute gefragt hat, wem das alles gehöre, da haben sie wirklich gesagt, im Graf von Karabas. Und der König hat gestaunet, wie reich der Graf ist. Dabei hat eigentlich alles in dem bösen Zauberer und mächtigen Reis gehört. Der gestiefelte Kater ist bis zum Schloss von dem Zauberer vorausgesprungen und hat ans Tor geklopft. «Miau, man hat mir gesagt, du seist ein mächtiger Zauberer», hat der Kater zum Reis gesagt. «Aber ich würde ja schon mal gern sehen, was du so für Zauberkunststückli kannst.» Der Reis hat brüllt vor Lachen und hat sich sofort in einen Leu verwandelt. Der Kater ist schon ein bisschen verschrocken und hat schnell gerufen: «Grossartig, toll! Aber wär's nicht viel schwieriger, sich in ein ganz munzig kleines Tier zu verwandeln? Vielleicht in eine Maus?» Sofort hat sich der grosse Leu in ein kleines Müsli verwandelt. Und zack! Hat der Kater zugeschlagen und hat das Müsli gefressen. Kaum ist aber der böse Zauberer tot gsi, ist auch schon die Kutsche vom König vor dem Schloss vorgefahren. Der gestiefelte Kater ist angesprungen, hat sich verneigt und hat gerufen: «Willkommen auf dem Schloss von meinem Herr, vom Graf von Karabas!» Der König war schwer beeindruckt und die Prinzessin ganz begeistert. Es ist nicht lang gegangen und der arme Müllerssohn hat die schöne Prinzessin geheiratet und mit ihr auf dem prächtigen Schloss gelebt. Ja, und der Kater? Der ist jetzt auf dem Schloss ein feiner Herr und hat keine Mäuse mehr fangen. Höchstens einmal noch so zum Spass.